Hallo, liebe Kinder, hier ist wieder der Klaus-Peter mit der Kinderfunksendung Der Floh im Ohr. Ja, Pumpeline ist auch da. Hallo, Kinder. Und wuff, wuff, wuff. Ich sitze wieder auf der Schulter und lese mit. Ja, das ist wunderbar. Und ich hoffe, dass es dir gut geht. Und ich hatte ja schon angekündigt, ich lese jetzt jedes Mal die Geschichte vom kleinen Prinzen, bis wir sie durch haben. Und wollen wir mal gucken, was der kleine Prinz heute wieder erlebt. Wir hatten ja gehört, dass er jetzt unseren Planeten besuchen will, die Erde. Ja, und da wollen wir mal schauen, was er da erlebt. So, die Brille aufgesetzt, Profi, ist ein bisschen runtergerutscht. Der 7. Planet war also die Erde. Die Erde ist nicht irgendein Planet, man zählt da 111 Könige, wenn man wohlgemerkt die Negerkönige nicht vergisst. 7000 Geographen, 900.000 Geschäftsleute, 7,5 Millionen Säufer, 311 Millionen Eitle, kurz ungefähr 2 Milliarden erwachsene Leute. Um euch einen Begriff von den Ausmaßen der Erde zu geben, muss ich euch sagen, dass man vor der Erfindung der Elektrizität dort auf allen 6 Kontinenten zusammen eine ganze Armee von 462.511 Laternenanzündern im Dienst hatte. Von einiger Entfernung aus gesehen wirkte das prächtig. Die Bewegungen dieser Armee waren gedrillt wie die eines Opernballetts. Den Reigen begannen die Anzünder der neuseeländischen und australischen Laternen. Hatten sie ihre Lampen angezündet, gingen sie schlafen. Dann traten die Anzünder von China und Sibirien zum Tanze an. Aus sie verschwanden hinter den Kulissen, dann kamen die russischen und indischen Anzünder an die Reihe, dann die von Afrika und Europa, dann die von Südamerika, dann die von Nordamerika. Und niemals irrten sie sich in der Reihenfolge ihres Auftritts. Das war großartig. Nur der Anzünder der einzigen Laterne am Nordpol und sein Kollege von der einzigen Laterne am Südpol führten ein Leben voll Müßiggang und Gemütlichkeit. Sie arbeiteten 2-mal im Jahr. Will man geistreich sein, dann kommt es vor, dass man ein bisschen aufschneidet. Ich war nicht ganz aufrichtig, als ich euch von den Laternenanzündern erzählte. Ich laufe Gefahr, denen, die unseren Planeten nicht kennen, ein falsches Bild von ihm zu geben. Die Menschen benutzen nur sehr wenig Raum auf der Erde. Wenn die 2 Milliarden Einwohner, die die Erde bevölkern, sich aufrecht und ein bisschen gedrängt hinstellten, wie bei einer Volksversammlung etwa, kämen sie auf einen öffentlichen Platz von 20 Meilen Länge und 20 Meilen Breite leicht unter. Man könnte die Menschheit auf der geringsten kleinen Insel des Pazifischen Ozeans zusammenpferchen. Die großen Leute werden euch das freilich nicht glauben. Sie bilden sich ein, viel Platz zu brauchen. Sie nehmen sich wichtig wie Affenbrotbäume. Gebt ihnen also den Rat, sich's auszurechnen. Sie beten die Ziffern an, das wird ihnen gefallen. Aber ihr sollt eure Zeit nicht damit verlieren. Es ist zwecklos. Ihr habt Vertrauen zu mir. Einmal auf der Erde wunderte sich der kleine Prinz, niemanden zu sehen. Er fürchtete schon, sich im Planeten geirrt zu haben, als ein mondfarbener Ring sich im Sand bewegte. »Gute Nacht«, sagte der kleine Prinz aufs Geratewohl.
Gute Nacht, sagte die Schlange. Auf welchen Planeten bin ich gefallen? Fragte der kleine Prinz. Auf die Erde, du bist in Afrika, antwortete die Schlange. Ah, es ist also niemand auf der Erde? Hier ist die Wüste. In den Wüsten ist niemand. Die Erde ist groß, sagte die Schlange. Der kleine Prinz setzte sich auf einen Stein, hob die Augen zum Himmel. Ich frage mich, sagte er, ob die Sterne leuchten, damit jeder eines Tages den seinen wiederfinden kann. Schau meinen Planeten an, er steht gerade über uns. Aber wie weit ist er fort? Er ist schön, sagte die Schlange. Was willst du hier machen? Ich habe Schwierigkeiten mit einer Blume, sagte der kleine Prinz. Ah, sagte die Schlange, und sie schwiegen. Wo sind die Menschen? Fuhr der kleine Prinz endlich fort. Man ist ein bisschen einsam in der Wüste. Man ist auch bei den Menschen einsam, sagte die Schlange. Der kleine Prinz sah sie lange an. Du bist ein drolliges Tier, sagte er schließlich, dünn wie ein Finger. Aber ich bin mächtiger als der Finger eines Königs, sagte die Schlange. Der kleine Prinz musste lächeln. Du bist nicht sehr mächtig. Du hast nicht einmal Füße. Du kannst nicht einmal reisen. Ich kann dich weiter wegbringen als ein Schiff, sagte die Schlange. Sie rollte sich um den Knöchel des kleinen Prinzen wie ein goldenes Armband. Wen ich berühre, den gebe ich der Erde zurück, aus der er hervorgegangen ist, sagte sie noch. Aber du bist rein, du kommst von einem Stern. Der kleine Prinz antwortete nichts. Du tust mir leid auf dieser Erde aus Granit, der du so schwach bist. Ich kann dir eines Tages helfen, wenn du dich zu sehr nach deinem Planeten sehnst. Ich kann... Oh, ich habe sehr gut verstanden, sagte der kleine Prinz. Aber warum sprichst du immer in Rätseln? Ich löse sie alle, sagte die Schlange, und sie schwiegen. Der kleine Prinz durchquerte die Wüste und begegnete nur einer Blume mit 3 Blütenblättern, einer ganz armseligen Blume. »Guten Tag«, sagte der kleine Prinz. »Guten Tag«, sagte die Blume. »Wo sind die Menschen?« fragte höflich der kleine Prinz. Die Blume hatte eines Tages eine Karawane vorüberziehen sehen. »Die Menschen? Es gibt, glaube ich, 6 oder 7. Ich habe sie vor Jahren gesehen, aber man weiß nie, wo man sie finden wird. Der Wind verweht sie. Es fehlen ihnen die Wurzeln. Das ist sehr übel für sie.« »Adieu«, sagte der kleine Prinz. »Adieu«, sagte die Blume. Der kleine Prinz stieg auf einen hohen Berg. Die einzigen Berge, die er kannte, waren die 3 Vulkane, und sie reichten ihm nur bis ans Knie, und den erloschenen Vulkan benutzte er als Schemel. Von einem Berg so hoch wie der da, sagte er sich, werde ich mit einem Mal den ganzen Planeten und alle Menschen sehen. Aber er sah nichts als die Nadeln spitziger Felsen. »Guten Tag«, sagte er aufs Geratewohl. »Guten Tag, guten Tag, guten Tag«, antwortete das Echo. »Wer bist du?«, sagte der kleine Prinz. »Wer bist du? Wer bist du? Wer bist du?«, antwortete das Echo. »Seid meine Freunde, ich bin allein«, sagte er. »Ich bin allein, allein, allein«, antwortete das Echo. »Was für ein merkwürdiger Planet«, dachte er da. »Er ist ganz trocken, voller Spitzen und ganz salzig. Und den Menschen fehlt es an Fantasie. Sie wiederholen, was man ihnen sagt.
Zu Hause hatte ich eine Blume, und sie sprach immer zuerst. Aber nachdem der kleine Prinz lange über den Sand, die Felsen und den Schnee gewandert war, geschah es, dass er endlich eine Straße entdeckte. Und die Straßen führen alle zu den Menschen. »Guten Tag«, sagte er. Da war ein blühender Rosengarten. »Guten Tag«, sagten die Rosen. Der kleine Prinz sah sie an. Sie glichen alle seiner Blume. »Wer seid ihr?«, fragte er sie höchst erstaunt. »Wir sind Rosen«, sagten die Rosen. »Ach«, sagte der kleine Prinz, und er fühlte sich sehr unglücklich. Seine Blume hatte ihm erzählt, dass sie auf der ganzen Welt einzig in ihrer Art sei. Und siehe, da waren 5000 davon, alle gleich, in einem einzigen Garten. Sie wäre sehr böse, wenn sie das sähe, sagte er sich. Sie würde fürchterlich husten und so tun, als stürbe sie, um der Lächerlichkeit zu entgehen. Und ich müsste wohl so tun, als pflegte ich sie, denn sonst ließe sie sich wirklich sterben, um auch mich zu beschämen. Dann sagte er sich noch, ich glaube, ich sei reich durch eine einzigartige Blume, und ich besitze nur eine gewöhnliche Rose. Sie und meine 3 Vulkane, die mir bis ans Knie reichen und von denen einer vielleicht für immer erloschen ist. Das macht aus mir keinen sehr großen Prinzen.« Und er warf sich ins Gras und weinte. Ja, liebe Kinder, weinen wollen wir jetzt nicht. Und wie es weitergeht mit dem kleinen Prinzen und was er noch so auf der Erde erleben wird, das hören wir beim nächsten Mal. Bleibt alle schön gesund, passt aufeinander auf und habt euch lieb und seid vorsichtig, bleibt gesund und bis bald. Tschüss, euer Klaus-Peter.